Die Prüfung des Feuers ist nicht mehr fern. Hier bei Pokémon Sonne und Mond. Hallo Freunde, willkommen zurück. Und ja, wieder mal ein neuer Trainer hier, der uns hier auf dem Vulkangipfel, wobei ich weiß gar nicht, vom Vulkangipfel war. Ich glaube erst auf den Vulkanpfad oder so. Ein Vulkanpark, war ja gut von mir aus. Machen wir so und ja, erstmal den Typen hier platt machen und dann ja immer noch nach diesem Pokémon suchen, was wir hier noch finden wollen, sprich das Feuergift-Pokémon. Was relativ cool ist, aber das weibliche anzutreffen, wie es scheint, ziemlich schwierig. So, quatschen. Wenn da ein Berg ist, muss ich ihn erklimmen. Als Wanderer kann man eben nicht anders. Ja, und deswegen bin ich kein Wanderer. In der Hinsicht bin ich kein Schweizer. Nee, sorry, aber Wandern. Oh, das ist etwas von, weiß auch nicht. Einerseits so mühsam, andererseits so langweilig. Ja. Da weiß ich echt nicht, wie man das geil finden kann. Aber eben das eine. So, mal gucken. Vergiften. Wird die Attacke oder die Fähigkeit? Es ist toxisch, also die Attacke. Ja, ich glaube, wir werden da mit Alola Slime noch so unsere Freude haben. Ich meine, das Vieh ist sowas von krass mit den Fähigkeiten. Also eine gute Frage, wenn ich jetzt das andere Feuer-Pokémon, also Feuergift-Pokémon habe. Warum das überhaupt noch irgendwie ins Team nehmen, wenn wir schon ja, ein Gift-Poké haben mit Slimer. Vor allem Gift Unlicht noch. Toxisch ist es ja schon. Abgewehrmann. Und den Rest müsste jetzt eigentlich Bruchrüstung. Ja, Bruchrüstung, mein Kiesling, ich weiß nicht, Freund, ist das sinnvoll? Weil ich glaube, es ist ein bisschen zu lahm dafür. Sprich, nach einer Bruchrüstung quasi, Verteidigung unten, okay, Angriff steigt, Initiative auch, ist ja schön, aber man dann die meisten Gegner bereits überholen kann. Da bin ich eher anderer Meinung. Level war, ist das Level nicht mehr? Oh, Glück gehabt. 19 war es gut. Dann hatte ich ja nochmal Schwein. Aber kein Level up. Tja. Was mache ich jetzt noch? Nach, wie ist das Vieh schon wieder? Ich fällt den Namen nicht mehr ein. Also, die Entwicklung hieß die Amphiras, war? So. Ist dann so weiter schwierig. Aber eben das Problem ist halt, Amphiras entwickelt, also beziehungsweise es entwickelt sich nur zu Amphiras weiter, wenn es weiblich ist. Ja, super, finde ich erstmal so ein weibliches Teil. Meine Chance dafür ist, sagen und schreibe 25%, also im Prinzip jedes 4. Mal. Ist nicht unbedingt eine eine Treffrate, wo man sagen würde, ja, das ist unbedingt selten und sowas. Nö, das kann man eigentlich machen. Ich habe es vorhin nochmal irgendwie eine halbe Stunde lang versucht, dann wieder, ja. 3 ist ausgeschaltet. Aber es kam einfach nicht. So, komm jetzt mal. Molunk, genau, das war's ja. Molunk. Nee, du bist es nicht, Datiri. Du wirst zwar auch zu einem Feuer-Pokémon. Ja, Datiri. Datiri hier in der 7. Gen, haben wir schon noch erwähnt, das spricht vor allem Fiaro, damit Orkan schwingen. Leider ziemlich genervt, sprich die Fähigkeit. Oder ziemlich abgeschwächt, nur noch, also Orkan schwingen, sprich Flugpriorität +1, nur noch bei vollen KP. Ja. Das wird sicher weniger gezockt werden. Gut, ich meine, du hast eventuell den ersten Angriff. Also angenommen, der Gegner ist so ein Kangama. Mehr Kangama ist auch ziemlich schnell. Also machst du das Vieh plötzlich Mogelhieb einsetzt. Ja, Marsch. Du hast nicht mal die sag mal, was ist eigentlich los hier? Du hast nicht mal die vollen KP und den Rest kann man sich, glaube ich, schenken zum Erklären, deswegen. Aber keine Sorge, wir kriegen so noch mit Fiaro. Mit Orkan schwingen. Ohne Cheaten, ohne. Ja, doch, tauschen schon, aber nicht so, wie man es vielleicht denkt. Ist ja in-game tauschen, sagen wir mal. Ja, sei mal eine gute Defense, finde ich cool. Mann! Ich bin ja weg!
Dankeschön. Ja. Seltsam, letztes Mal kamen nur Molunks. Zwar immer noch männlich, jetzt kam gar keins mehr. Das ist mal eine coole Entwicklung. Ein Magby! Okay, fange ich mir. Und zwar vor allem aus dem Grund, weil ich in Sonne noch gar keins habe. Und ihr wisst ja, let's catch 'em all. Wir wollen alle Pokémon fangen. Also zumindest in Alola-Decks voll kriegen. Den Rest geht sowieso erst mit dem nächsten Pokémon Bank Update. Scheiße. Nein. Das ist eine Reinkappe. Oh, ihr habt so gern gefangen. Also wir wissen, es gibt hier Magby. Ja, das ist schon mal gut zu wissen, dass die hier sind. Wir finden sicher wieder welche. Magby. Magby, ja. Oh, da kommen da Tiere. Nee, komm, geh, Leute. Da bringt ja nichts. Auch Molunken, so müssen wir später abfangen. Ja, doof, wa? Vor allem, ich dachte mir im Prinzip so, ja komm, ich will irgendwie alle paar Folgen, sprich irgendwie so alle 10 Parts mindestens mal die Teammitglieder auswechseln. Hab doch dran gedacht an Domi unter anderem und Relax und Slimer. Aber jetzt irgendwie, Slimer hat sich irgendwie so gut in unserem Team, neben Gift und Licht, hä? Und die Trefferquote, wie oft es einfach mal Gegner vergiften kann, ist auch einfach im Prinzip pervers. Daher wäre es schon doof, wenn ich es da rausnehmen würde aus dem Team. Na, mal schauen. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Feuerheiler. Ja gut, auf dem Berg natürlich auch sinnvoll. So, gehen wir hier durch. Dann sind wir auch schon hier bei der Prüfung. Moment, ich werde ganz kurz nochmal heilen. Ja, ich lasse nach drin, wie gesagt, das erfüllt, macht einen guten Job. In diesem Sinne, warum nicht? Wir haben noch genug Zeit. Also dann kümmern wir uns um die Prüfung auf Fire. Herrscherbereich. Kiawe ist auch schon da. Die Feuerprobe, die wird echt geil. Ich bin's, Kiawe. Zusammen mit meinem Knogger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Ja, jetzt kann man sich fragen, Knogger? Hä? Wieso Knogger? Da ist doch ein Bodentyp. Ich sag nur Alola vor... sag mal... was ganz anderes. Nehmen wir jetzt hier am 13. Januar auf. Freitag der 13. Immer gutes Zeichen. Wir sind hier auf dem Feuerberg oder Vulkan, wie auch immer, Feuerbereich. Und draußen schneit es gerade. Aber echt gerade erst seit maximal einer Minute. Ach du Scheibenkleister. Wird gerade auch dunkel. Was zum Henker? Also meine Prüfung. Weißt du, damit fällt es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber dann wird es sich ihr natürlich trotzdem stillen. Stimmt's oder habe ich recht? Nö. Achso! Will man trotzdem überzeugen. Okay. Dann mal von vorne. Eine Prüfung. Lass mich aber recht. Unbedingt. Die Prüfung beginnt. Die Prüfung beginnt. Eine Prüfung verlangt vor allem eines. Eine gute Beobachtungsgabe. Du sollst mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze unterscheiden. Schön. Möge eine Prüfung beginnen. Ja, Mann, Alola-Knogger! Da geht diese Tanzpose gut ein. Ja, jetzt weiter schwierig. Links, rechts sind jeweils gespiegelt voneinander. Ne, mehr oder weniger. In der Mitte, ja, ist alles cool. Also, wie gesagt, es ist, wie ich finde, cool. Es wird die nächsten paar Minuten werden noch cooler, aber es ist nicht wirklich schwierig. Natürlich das noch in der Mitte. Wahrscheinlich wenig zu gut. Den Auftritt, Knogger! Knogger! Oh, wir müssen gegen es fighten! Freunde, es ist Alola-Knogger. Und Alola-Knogger? Ja, also das bereits, ja, muss fast jetzt schon sagen, war. Wir können es nicht fangen und so weiter, deswegen. Es ist, wir können uns natürlich anders vorstellen, bereits Typ Feuer mittlerweile. Aber auch, und daher kommt jetzt das hinzu, es ist nicht nur Feuer, sondern auch Geist. Oh. Ja, wieso sich ein Pokémon in voller Geist-Typ verwandelt? Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht cool aus, muss man zugeben. Kurioserweise
kann sich ja Tragosso, oder Tragosso selbst, ist ja trotzdem Boden. He? Also es bleibt, egal ob Alola oder nicht. Level up, ja, ein Level up für mein Slimer. Das Knocker war außer sich vor Freude, weil du mit einem Tipp richtig lagst. Es hat ja vor lauter Freude sogar angegriffen. Wow. Das muss wahre Freundschaft sein. Und weiter geht's. Tanz Nummer 2. Ja, die Mucke, die ist geil. Reiche sie dir gut ein. Okay, nochmal. Was? Wollt ihr mich verarschen? Was soll das denn? Das Spiel verarscht mich. Nochmal. Was macht der Typ da? Was? Ein Pokémon namens Wanderer? Also, hat er so geschrien, Alola! Oh, alle vielleicht hier, wenn es schneit, in der Schweiz unbedingt machen. Sonst gibt's noch eine Lawine, ein Magma! Magma. Ich hätte irgendwie Bock auf einen Magbrand. Ich muss zugeben, ich habe selten trainiert, weil es immer zu lahmarschig war, aber die guten Verteidigung mittlerweile, also vor allem mit dem hohen Spitzangriff. Okay, Magma normal, Feuer. Ich würde mal sagen, vergiften. Ja klar, jetzt will er mir vergiften, nur verarschen. Ich bin Giftmann. Ah ne, war Klärsmog, ein normaler Smog. Yes! Alter, die Vergiftungsrate ist übel! Ja, also ich glaube, ich weiß schon, was ich Slime für einen Spitznamen gebe. Der Vergifter. Irgendwie zu lahm war. Der andere war außer sich vor Freude. Ja, deswegen wollte er mich unbedingt angreifen. So ein Quatsch. So. Also man kann echt sagen, der erste Tanz war eigentlich der schwierigste. Weil es nur die 3 Knoggas war. Oh. Was macht der mit der Pose? Okay, der soll der Knogger sieht aus, wollte es fotografieren. Die Hinteren denken sich, was will denn der Typi? Und Typi so, yeah, man. Oh, die schneidet aber gerade echt, hey. Alter! Hey, 5 Minuten war jetzt noch grün draußen. Ja, aber gerade ein bisschen warm. Und jetzt wird sich alles weiß. Hey, ist trotzdem eigentlich relativ warm. Ich verstehe es nicht, Leute. Gut, ist egal. Wir müssen uns aufs Spiel konzentrieren. Das Herrscher-Pokémon, das schwarze Pokémon, das unbekannte Pokémon, das seltsame Pokémon. Es stimmt alles, Freunde. Also, das ist natürlich rassistisch, ja? Müssen wir ganz klar sagen, das ist rassistisch. Würde mich mal interessieren, wie das im Englischen, im Japanischen ist. Oder ob es, ich sag's mal so, ob es in irgendeiner Sprache, anderer Sprachausgabe, anders dasteht. Egal. Die Farbe ist nicht wirklich schwarz. Ist es schwarz oder ist es grau? Das unbekannte Pokémon? Ja, es ist unbekannt. Das Herrscher. Das ist eigentlich fies, weil da können wir gar noch nicht. Wenn wir es blind zocken, wissen wir es natürlich nicht. Schwarze Pokémon, seltsame Pokémon, das ist schon ein bisschen seltsam. Ich nehme mal seltsame. Ja, Freunde, es ist Amphira! Der Herrscher greift an. Buh! Busto! Ja, Freunde. Amphira, beziehungsweise natürlich eine Vorstufe. Sieht natürlich cool aus, wa? Wie gesagt, Amphira ist eigentlich unterentwickelt, wa? Man entwickelt sich als Level 29 als Amphira, also sprich Malunk. Es ist ja so, es ist Gift-Feuer-Pokémon oder Feuer-Gift, wie auch immer. Es hat eine 1A krasse Fähigkeit drauf. Die ist so krass. Das ist die Hauptfähigkeit. Ich glaube, Korrosion heißt sie, mit der kann es sogar andere Gift- und Stahl-Pokémon vergiften. Eigentlich die Typen, die eigentlich immun dagegen sind. Malung, da haben wir es. Weibloch, können es eigentlich fangen, aber nee, geht ja nicht. Wäre sowieso männlich, okay. Oh, scheiße, Folterknecht.
Oh nein! Es verarscht mich! Scheiße. Marike, kannst du mit mir kurz... Ja, aber natürlich den reinschicken. Ja, so eine Variante wegen Speckschicht. Ich will es eigentlich sowieso bald auf die Reservebank schicken. Domi, nö. Marike am ehesten. Obwohl es natürlich viel, wenn irgendwie einer von denen... nee, stimmt gar nicht. Ist noch gar nicht viel, stimmt noch gar nicht. Entschuldigung, ist nur Wasser. Ich wollte gerade sagen, wird Pech haben und kann eine Giftattacke. Giftschock! Ich bin noch nicht vergiftet. Und das wir bald mal ändern. Ach komm. Warum auch nicht? Super Water Tornado! Ja gut, bringt uns hier nicht viel, weil ich kann jetzt Z-Attacken nicht zweimal einsetzen. Geht nicht. Ja, ja, das fließende Wasser. Marike! Los geht's! Ja, Mann! Und auf Vierer ist down! Der Herrscher ist futsch! Und noch kein Gift? Sehr schön. Nochmal Siedewasser. Du bist lahmarschig und tschüss, Mann. Tja, das ist der Herrscherkampf. Ja, schön. Yeah, ich hab gewonnen! Ja, das hast du. Supi! Wow! Großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie die Feinunterschiede von Tanz zu Tanz aufgefallen, vor allem feine. Und noch unglaublich ist, wie du das mächtige Herrsch-Pokémon des Vulkans besiegt hast. So eines Tages möchte ich dir nur um ein Pyrium-Z überreichen. Es wurde ursprünglich vom Herrsch-Pokémon getragen. Nimm es wieder glücklich. Yeah, Mann, wir haben das Pyrium-Z. Die Prüfung ist bestanden. Jetzt nur die Prüfung des Waldes und dann können wir endlich gegen die Inselkönigin Maya antreten. Unsere Liebhose. Eine der wenigen coolen Posen, die ich finde. Euch vielen Dank, lieber Knogger. Knogger, Knogger. Nutze die hier. Flottball, dankeschön. Unser Flug ist noch gegangen, du bereits versucht hast. Ja, Glurak, ersetzt das Fliegen. Tanz fort. Geil. Jetzt können wir durch die Barriere des Captains zur nächsten Route gelangen. Bzzz. Ja, obwohl. Ich meine, ich habe das Herrsch-Pokémon besiegt, jetzt kann ich eigentlich ja Pokémon fangen, aber wo gibt's hier Pokémon? Ne, ich sehe ja nichts. Keine Grasfläche, nichts, was mich irgendwie angreifen würde. Ja, das ist hier ein bisschen anders bei der Prüfung. Aber ist ja auch egal, wa? Ah, genau, wir können ja Glurak nutzen. Hä? Neu, stimmt gar nicht. Habe da bereits gebraucht für die Prüfung des Waters. So, dann ganz kurz hinfliegen, Freunde, und ist der Part auch schon wieder vorbei für heute. Mit der Feuerprüfung von Kiawe. Eigentlich soweit cool, wa? Aber leider immer noch kein neues Teammitglied, verdammt. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich ins Pokémon Center. Und mich flugs ein bisschen heilen. Weil ich bin einfach zu doof, nicht zu faul. Los geht's, Glurak! Glurak, mein Lieblings-Pokémon! Ja, Mann. Tschüss, Mann. So. Haben wir bereits erwähnt. Flotte ich gerade ganz kurz heilen. Wieder fit machen. Natürlich, vielen Dank auch. Ich habe vorhin erwähnt, dass es seltsam ist, war mit dem Wetter bei mir gerade. Die Prüfung des Feuers ist jetzt vorbei. Bei mir ist gerade das Wetter vorbei.
naja, klarer Himmel, sag ich jetzt mal, nicht der Sonnenschein, aber klarer Himmel. Hat auch aufgehört zu schneien. Hä? Ich verstehe es nicht ganz. Das ist doch kaum möglich, aber ist ja leider so. Ja, bevor ich's vergesse, dieses Mitsunder kriegt jetzt das Dingsbums, genau, Pyrium-Z. Dann muss ich mal in der nächsten Folge so mal einsetzen, zum gucken, wie es aussieht. Aber ja, ich denke mal, ich werde Mitsunder bald mal auf die Bank schicken fürs Erste. Und mir ein anderes Poki holen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Ciao zusammen.